Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Södeler, wir marschieren jetzt wieder hoch mit unserer kühle Sonnenbrille auf. Jetzt habe ich es wieder verschnarcht. Na egal, auf jeden Fall sowas wie die Brille schützt dich davor, dass du hier geblendet wirst. Ah, okay. Die Gläser der Brille sind aus schwarzem Kristall, sie halten helles Licht ab. Wer hätte es gedacht? Aber ach, hier machen wir jetzt mittlerweile kein schlechtes Schade, muss ich sagen, wirklich. Sieht nicht schlecht aus. Ja, hier war nämlich auch noch so ein hässliche Gewitterputze. So, gut. Damit kriegen wir jetzt auch wieder neue Balken. Perfekt. Ist nämlich lang, bis wir die absolute Gesundheit erreicht haben. Wo geht's dann hier nochmal? Hier einfach so Interesse halber. Ah, Motto. Rotes Juwel gefunden. Motto. Okay, wo bin ich denn jetzt wieder? Weg zur Haupthalle. Moment, nö. Haupthalle erster Stock. Bin ich hier richtig noch? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Okay, eben war ich etwas verwirrt mal wieder. Kommt häufiger vor. Aber ja, wir haben hier jetzt auf jeden Fall alles gerissen, was möglich ist. Das heißt, wir müssen wieder durchgehen. Die anderen Dinger sind einfach nur irgendwelche Stolpersteine, die ich verwirren sollen. Und jetzt geht's weiter in der dritte Stock von dem Ganzen. Haupthalle dritter Stock. Hier warten wieder 11 Gegner auf uns. Gut, 2 Rutscher reichen mittlerweile für die rosane Knabe. Aber ich glaube, wie gesagt, dass der Dungeon nicht über einen Endboss verfügt. Ich glaube, du gehst einfach ganz normal dann durch. Ist mir etwas außergewöhnlich, dass so ein Dungeon keinen Boss hat. Aber kennen wir ja von den, sagen wir mal, kleinen Neve-Dungeons wie der Diamantemine, wie ein Tempelberg. Von den Dungeons kennen wir das ja durchaus. Dass du nicht gerade einen Endboss am Schluss lungern muss. Wobei dann Angkor Wat der einzigste Hauptdungeon mit mystischer Statue ist, der über keinen Endboss verfügt. Warte mal. 5 Gegner sind noch übrig. Ich musste wohl irgendwie runterspringen von Over, ne? Oder war auf der anderen Seite was? Überprüfen wir das nochmal. Wir sind ja noch relativ am Anfang von der Episode, von daher ist das kein Thema. Ne, da war das. Okay. Ich finde es immer relativ ätzend, wenn man dann am Ende von einer Episode noch durch die Gegend flitzt und nochmal Sackgasse überprüft, wobei jeder, der es gerade guckt, weiß, Yankee, mach das doch nicht. Du weißt doch genau, dass du nichts ist. Du warst vor 3 Sekunden erst dort. Okay. Aber das ist halt so ein absoluter Malus von mir, das weiß ich auch persönlich, dass ich eine absolut beschissene Orientierung habe. Es ist leider echt so. Okay, da können wir runterspringen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Gegner hier. Immer alles nacheinander. Alles zu seiner Zeit. Sehr schön. Jetzt werden wir aber richtig bombardiert hier mit Lebensenergie. Gut, gut. Hier gibt es noch ein rotes Juwel. Warte mal, der Gauler. Ah ja, okay. Gut, gut. Wir haben noch ein bisschen Platz, aber wir sollten definitiv bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir in Dao dann sind, sollten wir zum Juwelier gehen. Der uns dann unser Zeug nochmal abnimmt. Weil es nimmt dann doch relativ viel Platz im Inventar weg. Södeler, da kommen wir wieder in den dritten Stock. Perfekt. Dann können wir von der Plattform aus aufrahmen. 4 Gegner sind noch übrig. Gut. So reichen hier mittlerweile 2 Rutscher meistens aus bei den Gegnern. Und dann können wir so ganz gut platt machen, wenn wir einfach mit der Flöte ordentlich draufschlagen. Irgendwie klingt das falsch. Aber so ist es halt. Kann ich auch nichts ändern. Gut, das ist der letzte Gegner, den wir haben. Und der erhöht unsere Abwehr. Das finde ich auch sehr gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Dann nichts wie hier hoch. Da sind wir auch wieder auf dem richtigen Weg. Und der Tempel ist schon relativ hoch, aber ich glaube, die Statue markieren jetzt das Ende hier.
Hm. Pause. Hier gibt es nämlich auch keine Gegner mehr. Okay. Und noch diese mystische Musik wieder. Und es ist eigentlich nur ein Seelchen hier übrig, was hier auf uns wartet. Willi, schon seit Jahrhunderten habe ich auf dein Komme gewartet. Was? Wer bist denn du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen, schließt der Ara. Graue Betonstätte, wie man das nur zu gut noch kennt. Was ist dann das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statue im Kral. Du irrst, es gibt doch blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in die Welt geleiten. Mich? In die Fremdwelt? Bäume werden durch Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straße. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben, wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Geh jetzt zurück zum Kral und erlöst die Versteinerte von ihrem Schicksal. Befrei die Bewohner von ihrem grauen Schicksal, bring ihnen Erlösung. Okay. Als das grelle Licht verschwunden ist, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren habe. Erst jetzt habe ich gemerkt, dass ich die Gorgone-Rose in meiner Hand hielt. Natürlich nur ein klarer Hinweis auf die Gorgonen, zu der Medusa zählt, die mit dem Blick versteinern konnte. Du hast die Gorgone-Rose, wer hätte es gedacht, Erhalter. Das kann ich schon mal spoilern, ohne dass es durchsteht. So, noch einen Schluck getrunken. Na, lauf die Geschichte. So. Ja, das heißt, den ganzen Schampel wieder zurücklatsche. Du Hämmerser. Gorgonenrosa. Macht Versteinerungen rückgängig. Natürlich. Finde ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen edler als bei Final Fantasy IX war es die Silber- oder die Goldnadel. Das ist dann doch etwas edler, wenn man Leute mit so einer wunderschönen Rose wieder von Versteinerungen erheilt, als wenn man Leute einfach nur piekst. Oh, jetzt sehen wir ja mal, wie das... Upsala. Jetzt sehen wir ja mal, wie das aussieht, wenn ich die Sonnenbrille gerade nicht auf habe. Ja, so. Ich hätte nämlich schon ganz gern gesehen, was ich da wieder normal sehe. War ich ein bisschen voreilig, ich gebe es dir zu. Gut, dann wieder raus aus Angkor Wat. Aber ich war echt der festen Überzeugung, hier gäbe es eine mystische Statue, aber habe ich mich wohl auch wieder geirrt. Dann ist es wohl der... Ach ja, ja, der letzte Dungeon und im Turm von Babel kriegen wir noch einer, natürlich. Okay, da habe ich mich wieder vollkommen verpeilt. Ja, ich kann manchmal ziemlich durch den Wind sein. Man merkt, dass ich es dann auch schon länger nicht mehr gespielt habe. Aber ein paar Szenen bleiben dann doch einfach in Erinnerung, wie die Sache mit dem Ishtar, wie die Sache mit Hamlet. Das sind so Sachen, die bleiben einfach total drin. Da heute auch ein großer Aufnahmetag wieder ist, wo ich 6 Folge, ich glaube aber eher 6 Episoden am Stück aufnehme, kann ich auch erst auf eure Kommentare, die ihr hoffentlich gebt, antworten, sobald diese Episode rum sind. Ich nehme mir dann immer prophylaktisch ich nehme dann immer im Vorfeld so 6. Episode auf. Und dann kann ich das Ganze auch erst beantworten, wenn das natürlich auch gelaufen ist und wenn ich in der Zwischenzeit halt auch nicht mehr weiterspiele. So, mein Masterarbeitsthema werde ich auch bald erfahren. Das heißt, bei der nächsten Session, wenn ich wieder aufnehme, kann ich euch wahrscheinlich auch erzählen, was mein Masterarbeitsthema wird. Südele, jetzt können wir hier weitermachen. Dürfte so in der übernächste, vielleicht drittnächste Episode dann kommen, aber ich werde euch definitiv bald sagen können, was mein Masterarbeitsthema sein wird. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Kral zurück. Und heilen noch die 3 versteinerte Mädels in ihrer Hütte.
Ich hoffe, die haben mittlerweile den armen Hamlet auch schon gegessen, dass er nicht einfach nur den armen Kerl in den paar Wochen, wo wir jetzt weg waren, die ganze Zeit noch im Feuer gelost haben. Jetzt hat sich die Musik hier auch geändert. Ja, Hamlet ist anscheinend schon aufgegessen. Okay, er will nach wie vor, dass ich mitgehe. Okay, das kennen wir ja alle schon. Das kennen wir auch schon. Ich muss gerade gucken, ob wir... Ja, wir sind mit der Gorgone-Rose ausgerüstet. Die haben alle nichts Neues zu sagen. Aber du berührst die Statue mit der Gorgone-Rose. Hat sich wieder zurückverwandelt. Du bist verwirrt. Und nach hier. Ja, noch ist es eine Statue, aber jetzt. Das Mädchen übergibt dir schweigende rotes Juwel als Belohnung. Dankeschön. Und das hier? Jetzt kommt auch die andere Reihe. Ich habe mich mit Zeichenspruch verständigt. Die Tiere sind in den Wald zurückgekehrt. Die Bewohner jagen sich jetzt in mir gegenseitig. Na, immerhin. Die Frau dankt dir. Okay. Händler sind aus einer Stadt im Nordwesten gekommen. Sie haben viele Dorfbewohner mitgenommen. Ich kann nicht glauben, dass sie die Hungersnot von den Menschen ausgenutzt haben. Noch nicht. Bereit alles vor und kommen dann zurück. Die Händler haben gewusst, dass es hier keine Nahrung mehr gegeben hat. Trotzdem haben sie die Kinder hier gelassen. Das ist grausam. Ist es auch. Gut, die machen da nach wie vor ihr Gedöns. Und wir brechen dann erstmal noch eine... Ne, speichern müssen wir ja nicht. Wir sind ja dann in der Händlerstadt, deswegen... Wir gehen zu der Händlerstadt. Gut. Also geht's weiter. Ich war aber echt der Überzeugung, in Angkor Wat wäre eine mystische Statue. Vielleicht habe ich auch einfach dem Ganzen zu viel Bedeutung zugemessen, weil ich mich doch so erinnert habe, dass ich gedacht habe, da gäbe es eine mystische Statue dazu. Ja, nördlich von Dao habt ihr noch Pyramide gesehen. Dann wisst ihr, was unser nächster Dungeon ist. Dao, die Wüstestadt, war unser nächstes Ziel. In Dungeons and Dragons gibt es die sogenannte Dao-Djinn. Das sind eine spezielle Familie von Djinn. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass Dao so in Verbindung mit Wüste und Wüstenkultur steht. Wisst ihr zufällig, was das bedeutet? Das würde mich mal ganz interessieren, ob Dao irgendwie ein realhistorischer, ägyptischer Aspekt oder sowas ist. Ich habe zwar ein bisschen Ägyptologie mit gehabt in meinem Studium, aber von Dao habe ich bisher noch nie was gehört. Von dem Sandsturm gehe ich nicht raus. Das ist eine bekannte Händlerstadt, auch wenn die Stadt nie wieder noch aussieht. Okay. Wüstenstadt Dao. Bist du zufällig Willi? Ja. Gut. Ein Brief und ein paar Gepäckstücke sind von Bill und Lola für dich angekommen. Ja, ganz heroisch natürlich. Du erhältst Gepäck oder sonst etwas. Okay, für einen Brief und das Tagebuch muss man jetzt so Gedöns machen. Okay, Brief und Tagebuch vom Vater. Alles klar. Okay. Oh, jetzt geht uns allmählich aber echter Platz aus. Lolas Brief, dann lesen wir einmal. Hallo Willi, ich hoffe es geht dir gut. Der Neil hat uns erzählt, dass du in Dao bist. Er erzählt uns außerdem von deiner Suche. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Als ich das Gepäck von deinem Papa durchgesucht habe, habe ich ein Tagebuch gefunden, das von einer Pyramide berichtet. Ich habe gedacht, du könntest es gebrauchen, also schicke ich es da. Sei vorsichtig. Bill und Lola. Alles klar. Dankeschön. Dann gucken wir hier nochmal rein. Was steht dann dort dann? Vaters Tagebuch. Tagebuch von Wills Vater. Enthält Infos über die Pyramide. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das hier. So, jetzt gehen wir dort nochmal drauf. Ich habe die Hieroglyphe entziffert. Niemand hat es jemals zuvor geschafft. Ich bin halt ein toller Hecht. Die Eng sagten, die Pyramide ist ein Schlüssel, um das Rätsel von der Geschichte der Menschheit zu lösen. Vogel. Wellenlinie. Auge mit Arm. Ein Typ, der rumsitzt und eine Scheibe anglotzt. Eine Eule. Und eine Mini-Pyramide mit E-Mail-Zeichen und Stöckchen. Im ersten Teil steht, der Geist der Sonne erhebt sich am Horizont. Ich bin zur Pyramide gegangen und hab da die gleiche Inschrift gefunden, aber
Hier fehlt noch eine Seite. Ja, super. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wir gucken uns erst jetzt mal in der Stadt um. Wir haben hier immerhin noch 5 lustige Minuten Zeit. Oh, oh. Da läuft einer mit seinem Jack durch die Gegend. Ich habe heute gute Ware im Angebot. So Teppiche hast du noch nie gesehen. Okay, und du? Okay. Ja, das ist da, die Wüstenstadt. Kinder sieht man hier nur selten. Alles klar. Und hier? Ach, Motor. Den kennen wir doch. Hey Willi, schön dich zu sehen. Wie war dann deine Reise? Hey Neil, du bist doch der Präsident von der Firma. Ja, ich habe vom Händler zum Pfefferimporteur umgeschult. Genau das hat mich jetzt noch da auch geführt. In der Nähe gibt es eine Pyramide. Ob sich da eine Statue befindet? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja, Pfefferhändler, alles klar. Aber noch mittelalterlichem Begriff ist ja auch Pfeffersack ein Wort für einen reichen Händler. Oder generell für jemand Reiches. Okay, dann bewahren wir mal Juwele auf. 29. Zeig mal nochmal das schönes Angebot. Noch einer mehr und ich kann die dunkle Kraft noch einmal von Freedan nutzen. Oder nicht nutze, Quatsch. Ich kann sie dann einfach nochmal... hab sie dann nochmal etwas erhöht von der Stärke. So, Fahrtanz-Tagebuch legen wir mal da hier. Dann machen wir das so und gucken uns hier nochmal in der Stadt um Auto. Sieht aber nicht so gut aus für den armen Knabe hier. Das war der Juwelier. Da hinten dran kommen wir nicht, ne? Ne, da kommen wir nicht dran. Da ist wieder der mit seinem Vieh. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Snake Panic. Ach jo, wollen wir das spielen. Du musst versuchen, in einer Minute möglichst viele Schlangen zu treffen. Du startest, sobald du den ersten Krug berührst. Okay. Ich glaube, so einfach ist das nicht. So macht man das, glaube ich. Ja, genau. So war das, dass man sich so hier stellt, dass man so mittig dann alle erreichen kann. Genau. Dann kann ich, glaube ich, ein rotes Juwel gewinnen, wenn ich das gut mache. Und bestimmt die Anzahl von Schlange treff. So, da. Gucken wir doch mal, dass wir das rote Juwel hier gewinnen. Gut. Ich hoffe, dass das trotz anfänglicher Schwierigkeiten noch möglich sein wird für uns. Wäre schade drum, weil ein rote Juwel fehlt uns ja noch zum Glück, dass unsere dunkle Kraft wieder erhöht wird. Ich glaube, dann war das mit der Aura-Barriere, die dann erhöht wird, dass dann diese Schutzschilde um ihn rumfliegen noch stärker. Ich bin mir aber doch nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, es war die Aura-Barriere, die dann gestärkt wird. Ja, lecco mio, 71 Schlange, sehr gut. Für die Leistung gebe ich dir 2 rote Juwelen. Ich habe sie im Juwelier schon gegeben. Alles klar, cool. Dann ist die mystische Kraft von der Dämonen. Der dunkle Kräfte sind stärker geworden. Drück der Agris-Knopf erneut, nachdem du den dunkle Bettelmönch eingesetzt hast. Okay. Das probieren wir natürlich sofort aus bei nächster Gelegenheit. Hier ist noch eine Army frei irgendwo hin. Das Mädel übergibt das schweigende Botschaft. Sie enthält das Bild vom Schakal. Ich erschaute. Das war die Warnung vom Schakal. Er lauert bereits auf mich. Das ist natürlich nicht so gut. Der Hansel ist uns anscheinend wirklich die ganze Zeit gefolgt. Und jetzt will er wohl zuschlagen. In letzter Zeit haben sich ein paar Dinge verändert. Der neue Präsident von Rolek führte Friede von der Händlerei. Die Stadt ist bekannt für Gewürze und Teppiche. Man sagt, dass die Teppiche für Schloss Edward 40 Jahre lang geknüpft werden. Ui, okay. Und du? Hast du jemand Snake Panic gespielt? Ich üb's gerade. Ja, man sieht's gerade. Okay, was ist denn mit dir hier? Vorsicht, das ist Gespiel. Verschwind von hier. Der folgt mir hier, der arme Hansel. Ich glaube, er hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Aber was sei Aare? Bist du in die Stadt gekommen, um Sklaven zu kaufen? Ich habe gerade wieder eine neue gekriegt. Ach, du widerlicher Typ. Du widerlicher, hassenswerter Typ. Sklavenhandel ist so ein Scheiß, der geht gar nicht. Okay, was haben wir denn hier noch?
Also jedes Dorf und jede Stadt scheint anscheinend über irgendeinen Sklavenhandel zu verfügen. Die Frauen knüpfen Teppich. 40 Jahre wird's dauern, um die zu vollenden. Die Frau hat angefangen, als sie noch Kinder waren. Ihr Gabe wurde ihr Schicksal. Sie denkt nur an ihr Erwirt, sie hört dich nicht. Sie hört dich nicht, sie ist in ihr Erwirt vertieft. Sie hat keine Zeit, um mit dir zu retten. Gib ihr Gemüse, sie wird dich nicht beachten. Das ist auch wieder mit dieser düsteren Musik. Ihr Gabe wurde ihr Verhängnis. Das finde ich, ach, oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas schon höre. Das ist schrecklich eigentlich, ach wieder. In der Nähe steht eine riesige Pyramide. Viele haben schon den Schatz gesucht, aber keine Orten gefunden. Na, warte mal ab, ich schaff das schon. Wir sind Schatzsucher und da drinnen gibt's einen Schatz. Die Pyramide besteht aus tolle schwere Stämme. Ich wundere, dass sie nicht im Sand versinkt. Ja, die waren halt clever, die es aufgebaut haben. Man erzählt sich hier eine Legende, die Pyramide ist das Reich der Toten. Sterbliche können in die Kammern eindringen. Das sind die Gesetze. Die Pyramide ist ein riesiges Grab. Lebende können nicht eintreten. Ach du Abergläubling. Du mieser, elender Abergläubling. Södele. Ich glaube, jetzt haben wir hier uns gründlich in der Stadt nochmal umgeguckt. Und wie könnte es auch anders sein, liebe Leute? Wir machen natürlich hier unseren Cut, nur eine 20,5 Minute. Und der findet mal wieder traditionell im Sphäre-Portal statt. Und wir sehen uns dann wieder übermorgen, wenn ihr wollt, zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig, wenn wir dann in Richtung Pyramid gehen werden. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Euer Yankee.